Die Freunde alle Götten schmengt das haut eng richtig Fred für Hai können zu sehen. Umso mehr schwer Zeit immer hun zu Lützeburg, umso mehr große Herausforderungen sie mengen, dass es gerade umso mehr wichtig, dass wir Hai zu Summe fannen und dass wir das Jahr zu Summen in einer guten Ambiance umgehen. Es sind also froh, Hai können zu sehen und ich so nicht auch einen großen herzlichen Merci, dass auch zu so viel Haut Hai kommen sie dann. So ganz besonders all den neuen Membern. Merci, wie der Westgruppe war das Jahr immens viel neue Member bei und das geht auch noch immer weiter. Es wird mal Jahre nicht mehr Madalief tun. Und noch dabei sind immer mehr Leute, die auch wenn sie nicht Member sind, die einfach bereit sind, der ADR zu vertrauen und die auch der ADR unterstützen. Und dafür denen auch von hier aus ganz große Merci. Ich freue mich, dass wir heute zusammen hier sind und so noch als Madarbestadt direkt mal die Datei 4 berät tun. Stande Lomo, vielmals Merci für alles, das Wichtigste könnt ihr nach Dono, für die gute Vorbereitung und noch die Organisation, die wir haben. Liebe Jean Schoß, auch dir, für dich als Taumel etwas ganz Neues. Du kannst heute locker ein bisschen am Publikum stehen, entspannt. Du hast das lange Jahre gemacht und ich will doch Merci so für dein Engagement. Für mich ist es etwas Neues. Ich freue mich auch darüber, gerade von einem so wichtigen Jahr. Und das ist ganz wichtig, dass das wird wir auch gesehen. Ich will aber auch nach einem Haut hier challengen, den ganz guten Grund hat, für nicht müssen heute zu sehen. Und das ist also Generalsekretär Alex Penning, dem ich von hier aus gratulieren, weil den aus der Mitte für zweit Pap gehen. Ja, also herzlich willkommen alle im Jursport von der ADR. Ein wichtiges Jahr, das viele Leute hier im Land herbeigesehen tun, weil es Wahlen gibt. Und Wahlen sind für die Leute die einzige Kehr, wo sie gefragt gehen, ihre Meinung, wo sie können stimmen, wo sie können eine Regierung, die eine Schwerpolitik möchte, wo sie die können aufwählen. Die Gelegenheit, dass just alle 5 Jahre, der Tisch in ihrem Leben, könnte den maximal 13, 14, 15, vielleicht noch ein bisschen mehr oft 4. Das ist also ein ganz wichtiger Moment. Nutzt die Momente, sie sind rar. Und als Regierung natürlich, die fährt. Die Stimme vom Volk, wie die Fixfeier, also sie fährt das Wahlen des Jahres. Sie sind ihr stets bewusst, sie hat für den Wahlen Angst. Egal was sie so, aber wir von der ADR, wir freuen uns drauf. Und wir geben uns wünschen, dass die Bürger hier im Land mehr oft gefragt gehen, mehr geben, mit abzugehen. Und das wäre möglich. Das nennen wir Direktdemokratie und das geht mit dem Referendum. Das Referendum, das ist eine Frage von Demokratie, ob ihr es seriös hält oder nicht. Am Jugenddemokratie, nicht nur am Numm, Jugenddemokratie, auch an unserem Herz. Das ist aber eine Frage von Verantwortung, von Vertrauen an das Volk. Und wir vertrauen, also der Bürger, dass sie ihre Verantwortung können holen, wenn es um wichtige Sujet geht. Das ist aber auch eine Frage von Freiheit. Und wir wollen den Menschen die Freiheit geben, mitzubestimmen, frei und unabhängig für die besten Lösungen zu finden. Und das ist eine Frage nicht zuletzt von Ehrlichkeit. Von Ehrlichkeit, von Versprechen halten. Wir haben alle gesehen, dass 4 Parteien an ihrem Wahlprogramm 2016 als heiß und hellig versprochen hatten, sie geben ein Referendum an über die neue Verfassung. Wir haben alle gesehen, dass sie das nicht angehalten haben, dass sie das Versprechen gebracht haben. Dann ist das etwas, was das traurig macht, aber was die Leute hier im Land enttäuscht. Aber was wir, aber was Lützeburger nicht akzeptieren können und noch nicht vergessen werden. Liebe Freunde, ich verspreche euch ganz klar, dass wir mehr als Partei an eine Koalition kommen, sie auf dem nationalen wie auch im kommunalen Plan. Da werden wir es machen. Da werden wir für wichtige Projekte Referendumen organisieren, für euch, für die Bürger, für die Leute alle da draußen, und dann zu beziehen und aufstimmen zu lassen. Und wir werden das Versprechen halten. Und ich garantiere euch, dass wir mit Bürger freuen, da kommt eine bessere Politik heraus, wie das, was aktuell die Regierung möchte.
Die Freunde, das Jahr kommen sie nicht erlernst. Referendum können sie annullieren, Wahlen Gott sei Dank nicht. Viele Leute werden schon lange mit voller Hoffnung auf die Wahlen. Am wir auch. Und wir freuen uns als ADR, dass endlich der Zeitpunkt da ist, wo wir Politik hier am Land ändern können und zu einem besseren Lützeburg können kommen. 10 Jahre Gambia, übrigens, kleine Klammer ab, waren das nicht die gesagt haben, 2015 beim Referendum, 10 Jahre wäre genug für einen Minister. Dann hätte sein Pulver verschossen und dann müsste Platz machen für Neuer. Das sind genau die. Ja. Das sind also genau die ein Drittmandat ausstreben, aber wahrscheinlich, wenn sie da der Recht noch weiter können, da bleiben, die als 4 und 8 Jahre genau das verklickert tun, das 10 Jahre, aber ob der Fall gibt, durchgehen, und dass wir unbedingt müssten für eine Mandatsbegrenzung stimmen. Mit 10 Jahren Gambia, da stell dich mal froh, wenn wir Bilanz sehen. Wenn war Lützeburg mehr schön, agreabel, lebenswert, frei. 14, 24 Jahre oder Haut. Was sind wir heute? Wo stehen wir heute? Nur 10 Jahre Gambia-Regierung. Wo steht das Land als Nation? Machen wir eine kleine Tour. Wir sind heute eine Nation, an der die Direktdemokratie verhindert wird. An der der Willen der Bürger nicht mehr das zählt, mit dem Willen von einem sogenannten Establishment, von einer selber anderen Elite, die uns will sagen, was wir zu machen haben. Wir sind eine Nation, wo ich nicht mehr dazu kann, was ich will, wo freie Meinungsfreiheit auf vorgestellt wird, aber wo Leute, die ernst denken, wie das, was die Jahre sitzen, oder sagen wir mal, was die sogenannten Vogue wollen, und den Pranger gestaltet gehen, aber bestraft gehen. 10 Jahre Gambia. Wir sind eine Nation, die feindlich gegen die wir der Freiheit ist, die am Gleichheitswahn ist. Gleichheit hier den überall. Wir passen auf. Von denen kommen, die von Gleichheit schwätzen. In Osteuropa habe ich für viel langer Zeit viele Leute über Gleichheit geschwärzt. Und nur ganz viele Leute müssen darin leiden, unter dem Gleichheitskonzept, was sie wollten aufhören, was sie angefangen tun. Das ist gefährlich. 10 Jahre Gambia. Wir sind eine Nation mit dem höchsten Energiepreis in unserer Geschichte. Die muss fährten, für über die kalte Wand zu kommen. Gott sei Dank kommen wir die nicht. Eine Nation, wo Industriebetriebe noch auf 50% schaffen, an den Energieminister das als erfolgreich verkauft. Erkennt das an der Fried. Wir sind eine Nation, die ihr Spruch nicht mehr so hoch hält, wie ihn das müsst machen. So im Alltag immer mehr abgeht. Einfach so. Eine Nation voller Komplexer, wenn es um meine eigene Identität geht. Eine Nation, die ihre Jahrhunderten allen rote Leif als Wappen durch ein X ersetzt. Das ist Gambia. Wir sind eine Nation, wo alles, was das ausgemacht wird, zerrappt wird, als Gemeinsamkeiten verschwonnen, als Schuld schlecht gemacht wird, als Geschichte zerrappt wird, als Identität ignoriert wird. Wo wir ein schlecht Gewissen angetrichtert kriegen, wo Wokenaktivisten, wo wir Angst gemacht kriegen. Demals, ja, haut wo Wokenaktivisten unter anderem auch an den Medien und an der Politik. Wir sind eine Nation, wo die immer mehr Vogue für da drin zu benutzen. Es sind da nicht viel, aber sie haben viel Macht, auch hier am Land. Als diktieren wollen, wie wir zu schreiben haben, gendern, wie ein Wörter wir dürfen benutzen. Die Wörter wie Pap und Mam wollen streichen, wollen sie steuern. Die verbieten, dass an einem Schulbuch ein Bild von einer nierenden Mam gewiesen wird. Die über das Bürger Urteile von Öwenruf, moralisierend, Aposteln von einer neuen Religion quasi, von einer Sekte, wie wir mir Bürger allklein unmündig Kanner wären. Wir sind eine Nation, wo ein Minister an der Responsabilität für die Kanner für die Jugend ausso möchte, dass Kanner besser als Strukturen versorgt gehen, wie du heim an ihrem Elternhaus. Wir sind an einer Nation, wo ein Minister dann auch dieselben sein System von Kirche verkauft als mehrsprachig, wie wo wirklich geht an den meisten Kirchen, da die überhaupt nicht da gehalten wird, und natürlich Lützeburg auf der Strecke bleibt. Da hat er Fried auch gehen. Für was wohl? Wir sind eine Nation, die eine immer mehr hohe Kriminalität kennt, wie man sie noch nie erlebt hat.
mir Fall in unserem Leben. Aber die ganze Zeit gehen Exkuse gesicht und das geht die ganze Zeit relativiert. Statistiken gehen geheim gehalten. Ja, wir sind ein Land, wo die Kriminalität von Növenruf geheim gehalten wird. Für ich nicht zu beunruhigen, aber gleichzeitig geht er permanent beunruhigt, er kriegt Angst gemacht, er gesagt, die Welt gibt untergehen. Was lebt heute? Wir sind eine Nation, wo Leute, die hart und viel schaffen, mit ihrem Lohn unter der Armutsgrenze leben. Und obwohl sie viel ernährlich schaffen, arm sind. Wo es nicht durchgeht, für anständig zu leben. Das ist Lützeburg, 2023. Wir sind eine Nation, wo mittlerweile über 100.000 Lützeburger außerhalb vom Land, an der Grenze wohnen. Während all Jahre auch 10.000 neue Migranten rankommen. Wo dann scheint es egal ist, wo Familien als Land verlassen, die jahrhundertelang hier waren, respektive junge Land verlassen, die hier abgewusst sind. Wir sind eine Nation, die mit seinem selber gemachten, unkontrollierten Wachstum an eine Mauer rennt, mit immer mehr Stau, immer mehr Schandischer, immer mehr teure Wohnungen, die durchkommen, immer mehr Knicksplätze, mangelt Polizisten, Lehrpersonal, mangelt an alle Bereiche, Zerstörung, Zubetonierung von der Natur, Anonymisierung, Individualisierung in der Gesellschaft, Abgib vom sozialen Leben, Lernchen in Leben am Platz zu Summe leben. Ziel 1 Million Einwohner. Das ist das Ziel anscheinend von unserer Nation. Wir sind eine Nation, die nur 10 Jahre Gambia-Regierung von lauter BM den Busch nicht mehr gesagt, aber den wahnsinnig naiven Ausspruch hat, die Weltprobleme lösen zu wollen. Nur 10 Jahre Gambia-Regierung als Nation, als Lützeburg leider nicht mehr das, was dem wohl war. Kann mir so nicht ganz klar. Das ist besser Lützeburg gehen, und das ist traurig mit der Realität für viele Leute hier im Land. Und es ist so nicht geschehen, wenn ich die negative Entwicklung gesehen, die das Land matt gemacht wird, dann ist die Hauptfrage, die sich das Jahr stellt, bei den Wahlen 2023, Gambia oder nicht Gambia. Gibt es eine dritte Gambia-Regierung oder gibt es keine? Liebe mehr als ADR leben und eine bessere Lützeburg, weil wir als Land wirklich gern haben. Lützeburg hat etwas Besseres verdient, wie das Regierung, etwas Besseres wie das Gambia-Regierung. Wollen wir weitermachen wie bisher? Wollen wir dann so machen und über Probleme schwätzen, die keinen Sinn an anderen wichtigen Problemen ignorieren? Wollen wir machen, wie wir hier immer Party wir? Lützeburg hat etwas Besseres verdient. Wir wollen das Land nur 4 bringen, rausholen aus den Fesseln, die Oberluft gehen, nur 4. Und das mit Bodenständigkeit, mit Werten und mit Respekt für die Menschen im Land und mit Respekt für die Leute, die das Land aufgebaut haben. Liebe Freunde, wir machen das nicht so, wir machen es ab. Wir gucken noch durch, wo die Herausforderungen sind. Wir machen kein Bling-Bling wie andere, wir machen die bessere Analyse, weil wir als RDR die Sachen auf den Funk gehen. Wir machen die besseren Lesungen und wir proposieren die besseren Lesungen. Und wir leben fest in der besseren Lützeburg, wie das, was wir 10 Jahre lang vorgegaukelt haben. Dafür setzen wir uns an, dafür kämpfen wir. Das ist ein nobles Ziel und das ehrt uns, egal was die anderen sagen. Alle Freunde sind sich bewusst, die sind sich erst bewusst, das gibt keine einfache Übung. Das muss man wissen. Sie werden meckern, werden falsche Sachen behaupten gehen, werden Halle vorrichten, verbreitet gehen, werden probiert gehen, zu diffamieren, ja, es werden darum da sein, die als rechtsextrem oder was auch immer nennen. Das kennen wir alles schon. Aber wir bleiben als Lin treu, weil wir als Lin und als Politik auch an unserem Herzen drehen. Und wenn er sich im Herzen dreht, dann ist er davon überzeugt. Und das kann nicht in das Ruhe bringen. Und wir bleiben zuversichtlich. Wir bleiben zuversichtlich, wir führen also wie weiter. Und wir werden nicht fertig, für denen klarer bestimmt auch eine Antwort zu geben, die sie gerne hätten.
Wir werden nicht abknicken, wir werden nicht trauen, wir werden nicht wäsch gucken, wir werden nicht klein beigehen, wir werden nicht abgehen, wir werden erst nicht abgehen, wir werden Leute draußen nicht abgehen, wir werden Lützeburg nicht abgehen. Und das so lange, wie wir Vertrauen haben, auch an das Land, an das Leid, und zusammen stehen. Die Regierenden, Leute täuschen sich heinst, die Regierenden, die sind am Anfang ganz schwer. Wie schwer wie ihr mengt. Und wir leben daran, dass die verzeiht, dass wir die besseren Argumente haben, wann der Fond geht von der Politik, und die bessere Politik für das Land. Ganz wichtig, lost ihr nicht ausschmieren, lost ihr kein Vier machen. Auch von dem, was nur an der letzten Tage ganz viel gesagt zu hören war, von verschiedenen Politikern, Radio und so weiter. Gambia, und das kann ich ganz sicher so, hält zusammen. Die drei Parteien, wenn die 31 sitzen, dann machen sie weiter, egal was sie opfeieren, wo den anderen kritisiert. Sie werden, wenn es durchgeht, 31 sitzen, da werden sie weitermachen. Täuscht ihr nicht. Und das ist die Message, die wir müssen rausgehen. Aber wenn es nicht durchgeht mit den drei Parteien, da sollen sie noch etwas. Da gehen sie hin, als wollen Piraten mit bei. Weil was die machen, das ist keine Opposition Fond. Sie machen am Fond Geschäft von der Gambia-Regierung mit. Sie machen am Fond die Politik mit. Ja, Heinz, da gibt ein bisschen Skandal gebläht, wie das sie keinen richtigen Inhalt tun, ob man es kommt bis heute nach keiner den erklären, können sie ohne Problem sich da aufpassen und dann machen sie da mit und dann haben wir dasselbe wie das, was wir bislang hatten und das wollen wir nicht mehr. Ich finde noch vielleicht ein bisschen mit Dave Grünniges auch. Wir gehen auf europäischem Plan noch zu Lützeburg immer regiert von einer Regierung, die hauptsächlich nur sich selber guckt. Diese Juge sagt, das ist so, also ein bisschen eine selber ernannte Elite. Und der nicht darum geht, dass das Volk entscheiden kann. Der nicht darum geht, dass die Leute nur gelauscht wird. Der nicht um die Freiheit von den Bürgern an erster Linie geht. Ich will nicht alles schlecht machen. Das ist ganz oft der Fall. Sie wollen, dass wir in Angst leben. Die wollen, dass wir fährten. Die wollen, dass wir schlecht Gewissen haben. Die wollen, dass wir kontrollierbar sind und dass wir das machen, was sie wollen und dass wir das machen, was sie denken. Und genau dagegen müssen wir uns wehren. Und die selber nannten elitär Weltverbesserer zurück auf den Boden von der Realität von den Menschen hier in diesem Land holen. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Das ist der Kampf für die Freiheit von der Sollegur. Und es ist nie verzeiht, dass da draußen viele Zehntausenden Menschen hier im Land so denken wie mir. Und dass sie uns unterstützen werden. Bei dieser großen Aufgabe, und das wird es gehen, es geht nicht leicht, es geht nicht einfach, wie gesagt, wir werden die Aufgabe offensiv und optimistisch angehen. Zum Schluss, liebe Freunde, alle Guten, wünsche ich euch alle Guten von ganzem Herzen ein schönes Jahr, eine gute Gesundheit. Und ich hoffe noch, dass ihr die Hoffnung behält. Und dafür gebe ich euch auch, und auf den Weg gehen, egal wie das, egal was geschieht. Bleibt positiv und bleibt am Optimismus. Wenn wir das machen, da können wir viel gewinnen. Los sich nicht aus der Ruhe bringen, los dass wir aus der Ruhe bringen. Wir machen weiter und dann werden wir das Jahr ein oder den anderen großen Erfolg feiern. Vive der DR, vive Lützeburg, vive 2023. So nicht mehr.